Grüßt euch, der Fido ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Alter zockt a Bavarian Tale Inspektor Schmidt. Wir sind im zweiten Teil unserer Geschichte. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Der Flock, der Brezen, die schnappen wir uns gleich mal. Da ist gleich nur Brezen, die schnappen wir uns auch noch. Und da drüben ist noch Bier, glaube ich. Das können wir auch noch mitnehmen. Und nur Bier und nur Bier. Und dann haben wir da die Bieren schon mal zusammen. Da ist nix. Jetzt schauen wir mal. Wir sind in der Stadt, es ist nicht mehr Nacht, wir kennen also einigermaßen. Ist dieser Schuh auf dem Teller? Wieso ist der Schuh auf dem Teller? Oder eine Schuhe so im Stein? Ah, gut. So. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Instruktionen haben gerade. Und mal schauen, da haben wir hier drüben, ich weiß nicht mehr, welche Tasten das waren. Achso, wir haben wieder einen Punkt. Dann machen wir Empathie nochmal nach oben. Bauchgefühl, Wendigkeit, Geschick. Bauchgefühl, den man auch. Ich finde das total gut, wie das vertont ist. Ankunft, die Ankunft im Ort. Ich sollte mit dem Bürgermeister sprechen. Dann schauen wir mal, dass wir einen Bürgermeister treffen. Der ist bestimmt irgendwo. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass das nicht der Bürgermeister ist, der direkt nach dem Aufstehen schon randvoll ist. Hey Bürgermeister, wo bist denn du? Da ist eine Lampe, die nehmen wir mit. Da geht's nicht weiter. Okay, wir sind ein bisschen eingegrenzt gerade in unsere Bewegungsfreiheit. Wer bist du? Nicht zu nutzen. Wir sammeln weiterhin alles ein, was man so alt aus der Werkbank. Da können wir dann wieder was basteln. Wo ist der Bürgermeister? Also Bier. Das ist Vorbürgermeister. Die wird wahrscheinlich jetzt auch noch zu sein, wahrscheinlich. Ja, es ist geschlossen. Bürgermeister. Der Bürgermeister ist übrigens derjenige im Dorf, der das meiste Bier trinkt. Daher Bürgermeister. Das ist nun mal eine Werkbank, oder? Ui. Ja, wir kennen uns bald gut aus im Dorf. Du bist auch nicht der Bürgermeister, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da noch was Eisen, da drüben flacken irgendwas. Steckern ist da nochmal nachgefragt, da flacken auch noch Steckern. Der Tisch ist gar nichts. Wir haben gefunden! Vor dem Haus des Bürgermeisters triffst du einen untersetzten Mann mit runden Bauch. Seien Sie der Bürger? Bürger? Aus der Stadt, richtig? Gehen Sie mal mit. Xaver Griesbacher. Ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Sie schickt wahrlich der Himmel. Furchtbare Dinge geschehen hier. Zu solch einer Unzeit. Gerade jetzt, wo der Dorfpolizist Rupp weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas. Wissen's? Ausgerechnet jetzt geht's hier drunter und drüber. Alles an den hellster Aufregung. Solch eine Untat in unserem Schiener Dorf. Herr Griesbacher ist sichtlich außer Atem. Schön langsam machen. Sie sind ja ganz aufgeregt. Jetzt bekommen Sie erstmal wieder einen klaren Kopf. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so schwitzen gesehen. Sie wollen hier der Bürgermeister sein? Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Wir nehmen eins, das finde ich okay. Ja, Sie haben gut reden. In der Stadt mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle naslang. Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, da hat sowas noch nicht gegeben. Wie soll man denn mit sowas umgehen? Der Schreck sitzt allen noch so tief in den Knochen, das kann ich einer sagen. Eine Katastrophe, die in die Dorfchroniken eingehen wird. Ja, Herr Griesbacher zittert vor Augen. Was genau ist passiert? Was genau passiert ist, wollen Sie wissen. Ja, mei, ich weiß ja überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles! Ja, alles scheint auf einmal zu passieren. Gestern spät am Abend scheint es fast wieder passiert zu sein. Dem Bertel und dem Ernst, den beiden wär's fast an den Kragen gegangen.
Gut, dass die beiden solche tapferen und klugen Burschen sind. Sonst wär's ja gleich aus gewesen mit denen. Ich sag's ja noch, das Böse ist da draußen. Schleicht um die Häuser, hegt finstere Pläne und terrorisiert die Leute hier, Mord. Die blanke Angst steht dem Bürgermeister ins Gesicht geschrieben. Ich wollte mich nur einen kleinen Scherz erlauben. Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu schrecken. Das klingt sehr ernst. Gut, dass ich damit nichts zu tun habe. Was sind denn hier alle so verweichlicht? Ich und Lappalien so in Aufregung zu verstehen. Wir nehmen das Zweite. Was reden Sie denn da? Natürlich haben alle Angst. Ein Mörder geht um in Wolpertshofen. Gestern erst haben wir den armen Lenz gefunden. Tot, erschlagen. Vom Bösen heimgesucht. Oh mei, was soll nur da? Ah, der Herr Bürgermeister. Sie kommen ungelegen. Der Schormeier kommt gleich den Leichnam von seinem Sohn abzuholen. Lassen Sie uns ausgehen, falls wir was zum Besprechen haben. Na, lassen Sie nicht stören. Wir gehen gleich weiter. Herr Schmidt, Sie sehen ja, was hier los ist. Der Lenz ist tot, der Mörder ist auf freiem Fuß, der Polizist nicht da und der Lehrer droht uns alle aufzuknöpfen. Was? Selbstverständlich, Herr Schmidt, selbstverständlich. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, dann hat's einen Streit gegeben. Bei der Gschwindnerkarte im Wirtshaus. Da trifft man sich gern nach dem Gottesdienst. Sie sind auch dort untergebracht, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, an dem Abend hat es mal wieder so eine Diskussion gegeben. Die ist ein bisschen hitziger geworden. Ich glaube, die werten Herren haben recht viel Schnaps erwischt, wenn Sie verstehen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätten wir ihn einmal brauchen und er ist nicht da. Der hält schon immer zum Pfarrer auch. Gar nicht, weil die so viel miteinander zu tun haben. Aber das sind eben beides Männer mit Anstand. Für die zwei lege ich meine Hand ins Feuer. Und der junge Leubel hat einfach keine Ruhe nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Das hat er gerade noch gefällt. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen wollen. Der Schorsch ist eigentlich ein Netter. Der hockt da gern in der Wirtschaft. Gestern auf Nacht da, ja. Jedenfalls ist es dann körperlich geworden. So sind die nämlich. Tun immer so intellektuell und am Ende wird na doch mit die Fäuste gesprochen. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben's. Eigentlich alles halb so wild. Das war gleich wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher heim. Das hat schon gelangt dann. Andere sind nur blieben, haben nur mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Und am nächsten Morgen liegt der Lenz dort da drüben in der Pfützen. Und das Geschor ist groß. Entschuldigung. Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid. Beruhigt sich gar nicht mehr. Sie müssen mir helfen, sonst gerät das Ganze außer Kontrolle. Gut, Herr Griesbacher, ich werde mich der Sache annehmen. Eine Hand wäscht die andere. Das wird Sie was kosten. Ich werde mich darum kümmern. 2? Na gut. 50 Pfennig werden dafür doch ausreichen. Gut. Gut, ganz gut. Genauso machen wir das. Da wird einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein. Sie machen das schon. Aber bitte trödeln Sie nicht rum. Das muss sofort geklärt werden. Gibt es noch Informationen, die mir im Gespräch mit dem Herrn Leubel helfen könnten? Jetzt müssen wir wieder würfeln, glaube ich. Ja. Das schaut gut aus. Gut. Naja. Das hätte ich fast vergessen. Sie müssen ihm nicht auf die Nase binden, dass ich Sie geschickt habe. Das hört er sicher nicht so gern. Er hat's nicht so mit Autoritäten. Sagen Sie einfach, Sie sind wegen Ihren Berichten da. Ich werde zu Hause nach dem Rechten sehen. Sie reden mit dem Leubel und hören sich um. Wir müssen diesen Mörder finden. Und das Wort wir immer sehr schön in diesem Punkt. So, wir haben wieder einen Erfahrungspunkt dazu gekriegt. Und zwar da sind wir. Jetzt der mal Empathie noch dazu, das werden wir vielleicht noch brauchen in nächster Zeit. So, wer ist jetzt er? Er ist der Harald Schweighöfer. Der Harald Schweighöfer, ist der mit dem Matthias verwandt? Na, schauen wir mal.
Der Mann wirkt freundlich und offen. Guten Tag! Schaut dich erwartungsvoll an. Darf ich stören? Sie sind der Stoderer. Wie ungünstig, dass gerade jetzt da sind. Bei uns ist zugegebenermaßen die Hölle los. Ein junger Mo lag tot auf der Straße und niemand soll was mit der Sache zum tun haben. Und dann ist da noch so ein Reiber namens Pascolini in der Gegend gesichtet worden. Muss ich jetzt wieder drucken, nicht, dass ich wieder was überspringe. Gerade gestern sind wieder 2 Burschen angegangen worden. Wer das war, schwer zum sagen. Ja. Aber was bringt sie überhaupt zu uns? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Er sieht dich interessiert an. Sie sind der Arzt im Ort, Sie haben den Toten untersucht. Sie haben den Toten untersucht? Ja, freilich. Unter den Umständen wäre alles andere fahrlässig. Ich kann und will hier jetzt keine Details ausschmatzen. Aber für mich ist klar, dass es ein äußeres Einwirken gab. Ganz sicher war das kein natürlicher Tod. Der Lenz war ein gestandener junger Mo. Der ist nicht einfach tot umgefallen. Sie sind der Arzt hier im Ort? Korrekt. Mein Name ist Schweighöfer, Harald. Ich bin als Mediziner für die ganze Gegend da zuständig. So hohe Dichte an Ärzten wie in der Stadt haben wir da nicht. Da muss man sich um ein paar mehr Dörfer kümmern. Von der verfluchten Cholera, die da gerade im Land grassiert, wurde man hier zum Glück bis jetzt verschont. Die Cholera zeigt ja immer wieder ihre hässliche Fratze. Gerade wenn die hohen Herren meinen, wieder Krieg spielen zu müssen. Viele Soldaten auf engem Raum, unfassbare hygienische Zustände, schlechte Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser, üble Verletzung. Da freut sich so ein Cholera. Aber was rede ich da? Ich will sie auch nicht langweilen. Das ist alles äußerst interessant, Sie langweilen mich in keinster Weise. Ich glaube, da steht alles in den Sternen, da haben wir kaum Einfluss drauf. Ja, kommen Sie zu dem Punkt, ich habe nicht den ganzen Tag. Wir nehmen das erste, das klingt... Das freut mich. Nicht jeder ist offen für die Wunder von Medizin und Technik. Dabei haben wir heute so viele Möglichkeiten, uns zu bilden. Gespräch verlassen. Wir werden uns jetzt einmal durchfragen. Wo liegt der Stecker? Nur was? Da war nur was? Na, war nicht. Das ist der Abort. Bank. Kann man da ernten? Ne, können wir nicht. Weil durch die Rabatte durchquatscht. So, wer bist du? Du bist ein Niemand. Dann schauen wir. Oh, weiter geht's. Wer sind jetzt Sie? Hat der Griesbacher jetzt schon Unterstützung gerufen? Erst ein Lenz totschlagen und sie dann einscheißen. Das sieht dem erzkonservativen Pack ähnlich. Ja, so schaut's aus. Aber sie schauen wirklich nicht nach tatkräftiger Unterstützung aus. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns von der reaktionären Bagage nicht einschüchtern. Genau, so ist's. Wie sagt Lassalle, die Geschichte ist ein Kampf mit dem Elend. Und den werden wir jetzt aufnehmen. Ich rate Ihnen eins. Stehen's dabei bloß nicht im Weg rum. Das kann bös enden. Also, Obacht, gell? Ich gehe davon aus, die wollen nicht mit mir reden, aber wir werden es trotzdem probieren. So, Herr Leubel. Der Lehrer Leubel, ist das der Berufslehrer? Der Lehrer? Ja, ja. Vor der Schule steht ein junger Mann. Er wirkt angespannt. Hallo, können Sie mir sagen, wo ich den Bürgermeister finde? Sind Sie der Herr Leubel? Das macht. Der bin ich. Aber was wollen Sie von mir? Auf wessen Seite stehen Sie? Halten Sie es mit dem mordlüsternen Traditionalistenpack um unseren Bürgermeister? Der Bürgermeister setzt sich für die Belange seiner Gemeinde ein, sorgt für Recht und Ordnung. Natürlich teile ich diese Werte. Ich kenne weder diesen Ort noch seine Leute. Ich bin auf gar keiner Seite. Ich habe weder für Tradition noch für Hierarchien viel Liebe übrig. Auf deren Seite stehe ich sicher nicht. Wir machen die zwei. Das bringen Sie sehr gut auf den Punkt.
Sie kennen sich hier nicht aus, darum halten Sie sich einfach raus. Wir klären das untereinander. Mei, sei es wie es ist. Wie war Ihr Name gleich nochmal? Und was wollen Sie in Wolpertshofen? Mein Name ist Schnitt. Ich bin gekommen, den Physikatsbericht zu vervollständigen. Ich bin also in rein beobachtender Auftrag entsandt worden. Mein Name ist Schmidt, Physikatsberichtersteller. Aber ich stelle mir einfach vor, ich wäre auf Sommerfrische hier ein bisschen Landluft schnuppern. Schmidt, Ersteller, ich lasse Ihren Kram machen und Sie lassen mich meine Arbeit machen. Dann kommen wir miteinander aus. Das finde ich gut. Das scheint ihm auch gerecht zu sein, wenn wir das tun. Ah, Sie wissen, was Sie wollen. Ja, soll mir recht sein. Ja, richtig. Sie wurden angekündigt. Mein Name ist Leubel. Corbinian Leubel. Ich bin der Lehrer da im Ort. Das mit Ihrem Bericht könnte gerade allerdings etwas schwierig werden. Sie haben sich einen zu äußerst ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Es wird wirklich das Beste sein. Sie widmen sich dem guten alten Schlossbergbräu von der Kathi, bis die Angelegenheit geregelt ist. Letzte Nacht wurde ein unbescholtener Mitbürger erschlagen, mitten im Ort. Und unser feiner Herr Bürgermeister glänzt mal wieder durch Unfähigkeit. Hat der Sie geschickt? Er hat mich gebeten, mit Ihnen zu reden, Informationen nutzen. Nein, nicht der Bürgermeister. Ich bin in einem anderen Auftrag hier wegen der Berichte. Ich weiß gar nicht, wer hier der Bürgermeister ist. Wir nehmen die zwei. In neutraler Position also. Das kann von Vorteil sein. Der Bürgermeister und diese Hans Wursten, die auf einmal für einen Bürgerwehr spielen. Erzkonservatives Pack. Abgesehen davon, dass der das überhaupt nicht darf. Wenn mich nicht alles täuscht, hat nur das Innenministerium die Befugnis dazu. Eben jenes Innenministerium, das auch Sie geschickt haben soll. Wissen Sie von dieser lachhaften Bürgerwehr? Haben Sie das zum Schluss noch selbst genehmigt? Natürlich, ich bin informiert, dass das Ministerium unterstützt die harte Linie, mit der Ihr Bürgermeister gegen Schwerverbrecher vorgeht. Also bestimmt wissen wir davon. Also ob ich so etwas jemals genehmigen würde? Nein. Ich gebe Ihnen absolut recht. Völliger Unfug ist das. Also eine Bürgerwehr finde ich jetzt auch relativ affig. Das freut mich zu hören. Der arme Der Moritz. Lenz. Ja. Der Lenz Glas. Der Sohn vom Schormeier draußen. Den haben's tot auf der Straße gefunden. Der Lenz war kein Schwächling. Der hätte sich schon zu wehren gewusst. Den muss wer hinterrücks niedergeschlagen haben. Und alle schweigen, aber nicht wir. Wie auch schon der Lassalle schon gesagt hat, dies ist die Macht des Aussprechens dessen, was ist. Das ist das gewaltigste politische Mittel. Niemand traut sich zu sagen, wer der Mörder ist. Aber nach dem, was an dem Abend passiert ist, braucht mir keiner von diesen Mitläufern irgendwas verzeihen. Nun sind wir zum Handeln gezwungen. Und jetzt sage ich Ihnen das zum letzten Mal. Mischen Sie sich nicht ein. Gehen Sie ins Wirtshaus und betrinken Sie sich. Wir werden das bald geregelt haben und dann können Sie Ihre Arbeit machen. Bitte, Herr Leubel, beruhigen Sie sich doch. Ich flehe Sie an, geben Sie mir die Gelegenheit, die Sache aufzuklären. Herr Leubel, darf ich Ihnen etwas vorschlagen? Ich werde die Verdächtigen befragen. Vielleicht kann ich als Außenstehender mehr erreichen. Herr Leubel, Sie regeln hier gar nichts. Als Regierungsbeauftragter werde ich die Sache klären und Sie halten erst einmal die Füße still. Wir machen das Zweite, das finde ich gut. So, also, was können wir da jetzt machen? Das da dann Scharfsinn auf 1 erhöhen und das da dann Scharfsinn um 3 erhöhen. Dann schneuzen wir uns halt mal was rein. So, der mal. Ja, sehr gut. Wir können ja nur eins dringen, wenn es nötig sein sollte. Hoffentlich nicht. Da schon hi. Wir sind gut. Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Aber ewig werde ich nicht warten, das sage ich einer. Sie sind schon ein Vogel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann.
Ich zähle auf Sie. Finden Sie den Mörder. Hat er gemacht. Wenn ich Sie wäre, würde ich erst einmal mit unserem feinen Herrn Bürgermeister reden, bevor der Sie nur einbieselt. Sagen Sie ihm ruhig, dass wir uns nicht verarschen lassen. Apropos, nachdem er uns gerade einen Daumen gegeben hat, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst bitte doch einen Daumen da, dann minarisch rein. Der Lehrer wirkt angespannt. Können Sie mir erzählen, was am Abend vor dem Mord vorgefallen ist? Es gab einen Streit. Ja, natürlich fragen wir jetzt gleich noch. Ja, Streit hat's gegeben. Handfesten Streit. Mit unserem feinen Herr Bürgermeister und seine Arschneigriecher. Ich habe nur erzählt, welch Ungerechtigkeit überall herrscht. Denn, wie Lasalle sagte, ist und bleibt es immer die revolutionärste Tat, laut zu sagen, was ist. Aber die sind ja für vernünftige Argumente unempfänglich. Die haben einfach bloß Streik gesucht. Seitdem wir diesen unsäglichen Krieg gegen die Preußen verloren haben, sind alle auf der Suche nach einem Sündenbock. Und das sollen wir jetzt wohl sein. Wer sind denn wir? Naja, diejenigen hier im Ort, die mal über den Tellerrand hinausschauen. Alles, was nach Fortschritt riecht, wird in dem Kampf gleich zum Teufel gejagt. Verdammte Hinterwäldler! Und was genau hat das mit dem Krieg gegen die Preußen zu tun? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich ist keiner froh über unsere Niederlage. War vielleicht von Anfang an die falsche Idee, sich auf die Seite von Österreich zu stellen. Aber auf der Seite von den Preußen will man ja wirklich auch nicht stehen. Wir hatten uns einfach ganz raushalten sollen. Aber spätestens, wo die Saupreisen bei Königgrätz gewonnen haben, war doch auch jedem klar, dass wir nicht auf der Gewinnerseite stehen. War mir ja alles herzlich scheißegal, wenn nicht wieder der kleine Depp seinen Kopf hier halten müsste, bloß weil die da oben Krieg spielen wollen. Seitdem ist die Stimmung im Keller. Und statt Ruhe geben, muss man jetzt anscheinend Streit mit uns suchen. Und den Streit, den kennen die haben, wir geben ganz sicher nicht klein bei. Stehe. Der Lehrer wirkt angespannt. Wer ist denn Ihrer Meinung nach der Mörder? Boah, das ist eine knallharte Frage. Wissen Sie, wo der Leichnam jetzt aufgebahrt ist? Was können Sie mir über das Mordopfer den Lenz erzählen? Wir gehen ganz einfach von 1 bis 4 durch und bis 5 durch wahrscheinlich, wa? Das ist doch völlig klar. Ganz sicher einer von denen. So eine Pleite wollten die sicher nicht auf sich sitzen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das der Pfarrer selber war. Vielleicht der Alois. Aber ich mein, der Schorsch hat dem Lenz aufgelauert. Der wollte seine Revanche haben. Dann hat er ihm halt irgendwas über den Schädel gezogen. Der Schorsch hat ja kaum mehr laufen können. Wahrscheinlich hat er seine Kraft völlig unterschätzt. Da kann sowas schon passieren. Und jetzt muss er zur Verantwortung gezogen werden. Bloß, wer soll das machen? Der Polizist ist ja mal wieder Stravanzen, der Bürgermeister ist auch ein Spitzel von der Bagage. Also legen wir doch die Gerechtigkeit in die Hand des Volkes und handeln selbst. Wir sind vorbereitet. Wir werden den Schorsch selber konfrontieren. Und wenn die versuchen, sich uns in den Weg zu stellen, dann werden wir vor Gewalt auch nicht zurückschrecken. Ich hab meine Büchsen nicht um eine Sonnenstimme in Schuss gehalten. Hart, aber okay. Erzählen Sie mir bitte noch ein paar Einzelheiten zum Mordabend. Wer war anwesend? Das ist eine sehr gute Frage. Wer anwesend war? Ja, mei. Ich bin mit dem Schweighöfer, also dem Arzt, am Lenz und mit dem Hans Gürgel beieinander gesessen. Ein oder zwei Tisch weiter war unser Pfarrer Bayerle mit dem Schorsch und mit dem Alois. Wir haben uns ganz friedlich unterhalten und ein Bier getrunken, wo der Pfarrer mit seiner Litanei angefangen hat. Zuerst der Krieg und jetzt wir. Wir stören den Dorffrieden, hat er gesagt. Wir stiften Unfrieden und setzen den Leuten Flausen in den Kopf. Sowas eben. Da hat der Schweighöfer lediglich angemerkt, dass der Pfarrer vom echten Leben und erst recht vom Krieg gar keine Ahnung hat. Mit dem Geld von der Kirche, da kann man die Leute wirklich helfen. Aber das will ja, wie es ausschaut, keiner. Na, der hockt lieber gemütlich in seiner Pfarrei und der Rest ist ihm scheißegal. Der Bayerle hat nicht einmal darauf reagiert. Dafür ist der sich zu gut.
Aber der Schorsch ist richtig sauer geworden. Hat sie vor uns aufgebaut und was vom Platzverweis gelallt. Platzverweis, wie lächerlich. Da hat der Schweighöfer auch bloß lachen können. Das hat aber am Schorsch überhaupt gar nicht gefallen. Der hat ihm am Schlawittchen gepackt und hat ihn rausgezahlt. Der Lenz ist gleich dazwischen. Er und der Schorsch haben sogar ein bisschen Kraft. Der Lenz hat ein paar Mal ganz gut getroffen. Sehr gut sogar. Da hat der Schorsch schnell abgelassen und die ganze Bagage ist abgezogen. Geschieht denen sowas von recht. Ehrlich gesagt, haben wir danach noch richtig eingeglittert. Den kleinen Sieg, den wollten wir schon zelebrieren. Gegen halbe 11 haben wir uns dann vor dem Wirtshaus verabschiedet. Ich bin dann direkt heimgekatscht. Für die Auskunft, was können Sie mir über das Mordopfer, den Lenz, erzählen? Es ist halt viel Informationen, die sammeln gerade, ja? Der arme Lenz. Der Arme. Lenz Klaus vom Schormeier draußen. Sein Vater gehört der Hof. Wirklich kein besonders sympathischer Zeitgenosse. Also der Vater. Man wundert sich schon, wie das eigentlich kommt, dass der Lenz so aufgeschlossen war. Bei dem Vater. Früher haben wir nicht viel miteinander zum Tor gehabt, der Lenz und ich. Aber seitdem ich aus München zurück bin, ist es anders. Wir haben uns oft über die Welt und über die Politik unterhalten. Er war immer für eine großdeutsche Lösung. Das habe ich nie verstanden. Aber er war trotzdem ein guter Freund. Und dann liegt er da, der Schlagen auf der Straße und jetzt aufgebaut auf dem Hof von seinem unerträglichen Vater. Diese verdammten Reaktionäre. Wissen Sie, wo der Leichnam aufgebaut ist? Das haben wir zwar gerade rausgegeben, wir werden es trotzdem nochmal fragen. Ja, bei seinem Vater auf dem Schormeierhof. Richtung Westen aus dem Dorf hinaus und ein ganzes Stück den Waldweg entlang. Da liegt der Hof. Und Sie wissen auch, wo man den Lenz gefunden hat. Die haben den Lenz am westlichen Dorfrand in einer Pfützen gefunden. Nicht weit weg vom Wirtshaus. Ich glaube, das ganze Blut sieht man immer noch. Vielen lieben Dank. So. Da ist die Büchsen, die werden wir nicht brauchen. Da ist ein Zettel. Untersuchen. Hier hängt ein Aushang. Er ist bereits sehr verwittert und schwer zu lesen. Muss ich mal da oben draufklicken, ob wir da noch was in der Scharfsinn. Der machen wir nochmal schnell weg, weil wir kennen ja noch genau was drauf machen. Scharfsinn hätten wir sogar noch Plus. Dann machen wir jetzt nur Physis drauf, dass wir überall auf Simi kommen und dann weiter. Und da haben wir jetzt ganz viel Informationen. Wir haben Unmengen Informationen gesammelt. Das finde ich total gut. Jetzt machen wir es so. Und schauen wir mal, ob der Scharfsinn reicht. Würfeln wir erst und dann schauen wir weiter. Neiner brauchen wir. Nein, ist schon früh. Da brauchen wir bloß einen, das schaffen wir. Haben wir geschafft. Sehr gut. Das müssen wir nur Weißwurst essen. Ah, wir sind die Sieger der Herzen. Das ist einer der Aushänger des Lehrers. Ein Zitat. Ohne Leidenschaft ist das einzige jener gewaltigen Befreiung angeführt worden, deren Aufeinanderfolge die Weltgeschichte bildet. Ferdinand Lassalle. Okay. Na toll. Dafür habe ich jetzt gewürfelt. So, Herr Müller. Der Mann mit dem hochgekrempelten Ärmeln wird wohl Severin Müller sein. Wie sind Herr Müller? Ja, da sind Sie richtig. Brauchen Sie was? Weil ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Wir müssen uns erst fertig beraten. Sie wissen ja, was da im Ort los ist. Wir müssen uns verteidigen. Also bis hier keine Ruhe eingekehrt ist und wir wieder sicher sind, kann ich leider nichts arbeiten. Kehren wir uns dann wieder. Der Mann mit dem Gespräch verlassen. Okay, da geht scheinbar gar nichts. Sagst, je länger das andere, umso länger das andere Gespräch gedauert, umso schneller ist das jetzt vorbei gewesen. Ist aber okay, kann ich mit leben. So, ist da noch irgendwas? Noch ein paar Steckern. Bieri.
Ah, ich kann da mal den da machen, oder? Okay. Nutzt nichts. Weil wir nichts suchen. Es wird alles abgegrast. So, was haben wir? Bono. Brezen, Brezen ist gut. Notfalls mit Gewalt. Notfalls mit Gewalt. Den Leuten und seine verdammte Revolution stoppen. Das werden wir notfalls mit. Oder spinnst du? Du kannst den Bürgermeister, der ist ein Gastiger. Um die Ohren gejagt haben. Ich darf jetzt eigentlich kein Gewalt mehr brauchen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Sollte ich dich doch lieber wieder heimschicken. Was haben wir denn hier noch da? Ich muss den Täter befinden, bevor der Lehrer Leubel ausrastet und einen Lynchmob startet. Ich sollte mit dem Bürgermeister unterrichten, dass der Lehrer fürs Erste etwas beruhigen konnte. Ich wird den Kati befragen. Ich sollte den Tatort untersuchen. Ich würde dann gängen wir jetzt zur Wirtin Kati. Weil da weiß ich, wo wir lang müssen. Oder schauen, da ist noch was. Genau. Der Mantel hat sich endlich wieder regeneriert. Der ist nämlich die ganze Zeit sonst Problem. Du bist Kathi, ich sehe ganz genau. Kathi Gschwendner. Aber der. Guten Tag, Frau Gschwendner. Frau Gschwendner bedient auf der Terrasse die Gäste. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Guten Morgen. Wie finde ich denn den Bürgermeister? Das ist uninteressant. Ich würde gerne etwas von Ihnen über den Toten erfahren, den man in der Pfütze gefunden hat. Der arme Lenz. Der war jetzt auch kein Musterknabe, aber das hat er nicht verdient. So ein junger Mo, das ganze Leben noch vor sich. Liegt der da in der Pfützen? Das kann man gar nicht glauben. Der Lenz war der Sohn vom Schormeier. Also eigentlich Glas, Lorenz Glas, aber vom Schormeierhof. Der hat eine Schwester, die Ursel, also Ursula. Aber die wohnt nimmer am Hof. Die hat den Alois geheiratet und heißt jetzt Pfistner. Eine unangenehme Person. Wobei sie haben es auch nicht leicht gehabt, alle miteinander. Da ist erst letztens die Mutter gestorben. Tuberkulose. Echt? Es ist schon schlimm. Der Schormeierbauer, also der Vater, hat dann recht viel gesoffen, aber. Und es hat er öfter mal einen Streik gegeben am Hof mit den Kindern, glaube ich. Da ist der Schormeier dann einmal recht böse geworden und seither ist wieder Ruhe. Mei, die Ursel hat dann geheiratet. Aber an sich haben die sich schon gut verstanden. Obwohl der Vater und der Sohn so von der Weltanschauung her nicht immer beieinander waren. Weiß auch nicht, aber ich glaube, der Tod von der Mutter hat es dann schon auch wieder zusammengebracht, die zwei. Der arme Mo, das ist schon echt ein Herzlos. Frau und Sohn innerhalb von einem Jahr. Ja, und das mit der Zenzi war ja auch erst letztding. Mei, wer soll jetzt den Wer ist am denn Hof Zenzi? weiterführen? Das war schon alles für den Lenz gewesen. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie nett er mit dem Stiefsohn von der Ursel, mit dem kleinen Alois gespielt hat. Den mag er, glaube ich, recht gern. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Daten Sie am Schormeier unser Beileid aussprechen, wenn Sie rausgingen zum Hof, bitte. Vergeht's Gott, Herr Stauderer. Danke, Frau Schwendner. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Guten Morgen, ich würde gerne wissen, was am besagten Abend hier passiert und wer involviert war. Ach so, ja, Sie kennen ja die Leute da noch gar nicht. Richtig. Auf der anderen Seite, wer kennt's schon, gell, Herr Schmidt, wer kennt's schon? Ja. Ja, freilich, also das war ein Sonntag, da kämen eh immer viel Leute. Nach der Kirche und so, wissen schon. Aber streien deren zum Glück bloß wenig. Aber meistens sind's die zwei Gruppen, wenn man so sagen möchte. Das, glaube ich, muss ich kurz erklären. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, klar. Also zuerst muss ich Ihnen mal sagen, dass das Feier ordentliche Wirtschaft ist. Gell, nicht, dass Sie da was falsch meinen, Herr Stauderer. Aber überall gibt's ja da bei uns im Ort Leute, die ein bisschen traditioneller eingestellt sind und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und natürlich andere Leute, die genau das nicht wollen. Die wollen, dass sich was rührt. Meistens sind das ja vor allem die jungen Leute. An dem Sonntag sind die Buben auch wieder zusammengesessen. Der Severin, der Hans Girgel. Der Herr Dr. Schweighöfer war auch dabei. Der arme Lenz und natürlich immer vorn der Kabine der junge Leubel. Lehrer wie sein Vater. Sonst haben sie aber nichts gemeint, die zwei. Verstehen sie nicht so wahnsinnig gut. Und die diskutieren dann recht gern ihren spinnenden Schmarrn von Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Ich misch mich da nicht ein. Andere Leute sagen schon ab und zu was zu ihnen.
Meistens die Alten. Also der Herr Pfarrer Bayerle natürlich, der Alois und der Schormeier und selbstverständlich der Herr Bürgermeister. Der Schorsch war diesmal auch mit dabei. Weiß auch gar nicht warum eigentlich. Ich glaube, der hat das schon gar nicht mehr gemerkt. Eigentlich hockt der Rupp auch immer bei denen. Aber die Rupps sind gerade auf Familienbesuch, glaube ich. Dabei hätte man jetzt gerade einmal brauchen können, den Herrn Dorfpolizisten. Jedenfalls haben sie schon gescheit umeinander blärt an dem Sonntag. Recht aufgespielt haben sie sich, wenn sie verstehen. Wahrscheinlich zwischen uns. Aber das darf man ja nicht sagen zu den Herren. Ich hab das jetzt ja alles gar nicht so genau mitgekriegt. Ich meine, es war ja viel los da. Auf jeden Fall sagt der Herr Pfarrer Bayerle irgendwann zum Schweighöfer, zum Doktor, er darf die Dorfgemeinschaft zerstören. Und der ist dann recht böse geworden und hat am Pfarrer gesagt, er soll bloß das Maul halten. Der Pfarrer darf sich nämlich das Kirchengeld in die eigene Taschen einschirmen, während die anderen Leute alle Hunger leiden müssen und als Krippel vom Krieg heimkommen. Und dann ist der Schorsch ziemlich laut geworden und hat am Schweighöfer droht, er darf ihn aus dem Wirtshaus schmeißen. Als ob er da was zum Sagen hätte. Und dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Vielleicht war das sein Fehler. Er hat am Schorsch gedroht, er darf ihm schon sagen, wie das mit dem Rausfliegen geht, wenn er jetzt nicht gleich stark ist. Und dann ist der Schorsch auf den Lenz los. Der hat am Schorsch eine mitgegeben und nur bevor er was hätte tun können, war eigentlich schon wieder eine Ruhe. Typischer Fall von männlicher Selbstüberschätzung, da ich sagen. Und dann sind's heim, die Alten. Also der Schormeier, der Alois und der Herr Pfarrer. Der hat noch was gemurmelt von Gott sei seiner Seele gnädig oder so. Da wird's vielleicht so einig gewesen sein. Und der Herr Bürgermeister ist schon früher heim. Ich glaube, das war sogar dem zu viel, wie sie die aufgeführt haben. Aber Zeit hat er wieder nicht. Anschreiben lassen, immer anschreiben lassen. Der feine Herr Bürgermeister. Die Buben haben schon noch ein bisschen da geblieben. Auch der Schorsch. Die haben sich dann schon wieder vertragen, habe ich zumindest gemeint. Die sind dann so der Reihe nach alle irgendwann heim. Merci. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Und dann bleiben wir bei der 3, weil, was ist denn der Lehrer für einer? Ach, der Corbinian. Der ist Lehrer wie sein Vater, aber sonst ganz anders so als Mensch. Der Vater ist schon laut. Und der Corbinian hat noch 2 kleinere Brüder. Der Vater hat sich schon gescheit geschlagen, wie die klar waren. Aber das meiste hat schon der Corbinian abgekriegt. Manchmal wundert man sich nicht, warum die Leute dann ein bisschen wild werden, gell? Ich hab schon öfter gehört, dass er ganz gern spielt, der Corbinian. Also um Geld. Und leider nicht so erfolgreich auch. Ja, und dass er ganz gerne mal sauft, ist eh bekannt. Und mit die Weiber hat er's auch. Finden da der schon abel eine, aber heiraten mag er's offensichtlich noch nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn dann in die Stadt geschickt zum Studieren. Der Vater wollte, dass der Corbinian auch ein Lehrer wird. Aber ich glaube, inzwischen findet er seine Idee gar nicht mehr so gut, der alte Leudl. Da hat er auf jeden Fall die Leute von der Arbeiterbewegung kennengelernt und sich denen angeschlossen. Und seitdem läuft er überall umeinander und zitiert den ganzen Tag diesen La Salle, oder wie der heißt. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Auf jeden Fall klingt das nicht immer alles so richtig, wie er es sagt. Er hat auch ein paar Zettel mit Sprüchen von diesem La Salle im Ort aufgehängt. Die meisten hat aber die Bürgerwehr schon wieder angerissen. Aber ein paar könnten es schon noch finden. Ist ja auch wurscht. Ich meine, er ist kein schlechter Lehrer, nicht? Er bringt ein bisschen einen frischen Wind rein. Das mag natürlich nicht jeder. Weil gerade die alten Herren sind da nicht ganz so empfänglich für die Ideen vom Leubel. Da rumpelt's halt dann schon einmal. Der lässt sich ihm nicht einfach so einen Mund verbieten. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Morgen wir das Gespräch verlassen. Jetzt haben wir die nächste abgearbeitet. Sind wieder mal Level gestiegen. Da können wir dann die Wendigkeit nach oben setzen und dann fangen wir einfach wieder an bei Ausstrahlung oder sowas. Da haben wir wieder Informationen zum Severin, Leubel, Schweighöfer und Gschwendnerin. Dann geht's jetzt weiter zum Bürgermeister und dann schauen wir uns noch den Tatort an und dann schauen wir, ob wir die Leiche auch noch. So, also Stecker sammeln können wir nur. Die tauchen ja die ganze Zeit wieder auf. Oder habe ich die vorhin einfach übersehen? So, Bürgermeister, hör mal auf zum Schimpfen. Ah, Gott sag, Wastel, vielleicht sollte ich dich doch lieber wieder heimschicken. Bürgermeister Griesbacher wirkt angespannt. Immer wieder wirft er einen kurzen Blick über die Schultern. Gute Neuigkeiten, ich konnte Herrn Leubel und seine Leute eine abmachen. Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Was ist denn das für eine Abmachung? Zugegeben war der Herr Leubel schon sehr skeptisch. Aber ich konnte ihn vorerst beruhigen, ich soll das Alibi vom Schorsch überprüfen. Die Abmachung ist ein Geheimnis, aber ich werde das Alibi vom Schorsch überprüfen. Es war ganz einfach, den Herrn Leubel zur Vernunft zu bringen. Ich habe ihm gesagt, er soll die Füße stillhalten und ich überprüfe das Alibi vom Schorsch. Das hat er akzeptiert. Wir machen da jetzt einfach mal eine 2 draus, weil das geht einfach den Herrn Bürgermeister erst einmal nix. Skeptisch war er? Da bin ich ausnahmsweise mal seiner Meinung. Aber überprüfen Sie das Alibi und beweisen Sie die Unschuld vom Schorsch. Das wird den Lehrer beruhigen. Ich leg die Sache vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich sehe schon, so machen wir das. Sie halten mich auf dem Laufenden. Ich will sehen, was ich erreichen Gibt's nur was? kann. Na, das war's. Sehr gut, das war gute Arbeit. Ich bin Ihnen was schuldig. Wer genau war denn in diesem Streit im Wirtshaus involviert? Haben wir das jetzt bei ihm nicht eigentlich schon rausgefunden? Wir könnten es nur mal probieren. Es ist so. Ich hab's Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute. Traditionsbewusst, unserem König treu untergeben und gottesfürchtig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Den Leubel haben sie zum Studieren in die Stadt geschickt. Jetzt ist er wieder zurück, mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Redet ständig an Unsinn von Ungleichheit und Revolution. Hetzt die Leute auf. Dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sich gleich gar nicht beschweren. Aber der Leubel hat an Hans Girgel, an Severin, unseren Herrn Doktor und den Lenz für sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Tragisch ist es schon. Probieren wir es. Das. Ja, den kommen wir aber so mal. Achtung, ab Mittag ungenießbar. Ja, Weißwurst dann ab mittags ungenießbar. Das ist einmal wisst's. Die haben wir jetzt gleich mal noch. Fix. Ich bin kein großer Freund von dem revolutionären Gerede. Genau wie unser Pfarrer Bayerle. Aber wer das sonst noch so sieht, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich habe mich da gar nicht einmischen wollen. Wie die zum Streit angefangen haben, bin ich gleich heim. Ich hatte schon so einen Schädel auf. Das habe ich wirklich nicht mehr gebraucht. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen Sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich bald an die Gurgel, ich sag's Ihnen. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Leubel will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Ich komme ja gar nicht mehr durch zu dem. Kein Anstand, kein Respekt vor Autorität. Bitte reden Sie mit die Leid, bevor ja noch Schlimmeres passiert. Mag sich doch keiner vorstellen, sowas. Ich verstehe, ich sehe, was ich tun kann. So, Gespräch verlassen. Dann schauen wir jetzt nochmal nach. Wir können ja schon wieder weiter. Ja. Das habe ich mal richtig verkackt mit die Weißwurst. Das ist Ding, da müssen wir her. Ich würde gerne den Leichnam des Lenz untersuchen und Tatort. Der Tatort war im Westen. Da müssen wir jetzt erst einmal schauen. Wo ist denn der Westen? Und wo sind wir? Wir sind heute auf der Karte einfach nicht zum Singen. Jetzt schauen wir eben. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, ob wir die Pfützen finden, wo wir sie gefunden haben. Da geht's nicht durch. Aber kein Kompass nicht, oder? Der ist schon wieder zu verneiden. Das ist unfassbar! Ich glaube da vorne bis Pfützen. Westliche Ende. Wo ist dort Pfützen? Da ist Pfützen. Da ist das Blut. Ich hab's gefunden. Untersuchen. Ich muss die Stelle sein, an der Lenz Glasleiche gefunden wurde. Herrgott, zack. Das muss die Stelle sein, an der Lenz Glasleiche gefunden wurde. Den Boden genauer untersuchen.
Der Boden hier ist feucht und rutschig vom letzten Unwetter. Es haben sich mehrere Pfützen gebildet. Oh, der Boden ist wirklich sehr rutschig. 1. So. Wir haben gelernt, Weißwürst nimmer nach Mittag. Physis +3, dann werden wir uns jetzt gleich Bier eine zementieren. Ja, gleich mal Bier einschneuzen und gib ihm. Ach, geh, leck mich doch am Arsch. Wir sind gleich richtig besoffen. Sag's euch. Wir haben jetzt mal schnell 4 Bier getrunken. Ja, Hackgott zackelt sie fix. Ja, eine 0 werden wir ja wohl schlecht würfeln. Okay, dann haben wir es jetzt geschafft. Aber 4 Bier haben wir drin. Der Boden ist etwas uneben und matschig. Auf dem rutschigen Gras drohst du den Halt zu verlieren. Zum Glück hast du dir gestern nicht zu viel des lokalen Biers eingeschenken lassen. Du findest deinen Halt wieder. Könnte der Lenz auch gestürzt und sich dabei verletzt haben? Vielleicht kannst du die Leiche im Augenschein nehmen und Hinweise darauf finden, was hier passiert sein könnte. Bauchgefühl. So, wir brauchen eine 12. Wir können das Bauchgefühl um 3 erhöhen. Oh, leck mich am Arsch. Das wird eng. Sag ich euch gleich. Da ist schon vorbei. Kurz hattest du im Geistesblitz zu kurz. Die Idee ist wie weggeblasen. Ach, scheiße. Das muss die Stelle sein, an der Lenz gefunden wurde. Die Umgebung genauer betrachten. Ach du Scheiße. Und Wirbsofern, also wir singen ja schon alles in Farben. Ich drücke nach gerade vorne. Aber der rennt nicht mehr gerade. Hochinteressant für so gerade die ersten Laufversuche. Irgendwas werden wir schon finden, glaube ich. Aber ich weiß nicht, jetzt müssen wir erst einmal. Oh, geht auf die Augen, ich sag's euch. Werden wir erst einmal nur Brezen essen. Wo haben wir Brezen? Da sind Brezen, da haben wir 10. Essen. Blutlache und Besuche. Oh, das geht auf die Augen, ich sag's euch. Das ist anstrengend, Psuffe zum Sei. Das sieht nach Blut aus. Hier muss jemand verletzt worden sein. Scharfsinn, die Stelle genauer ansehen. Das Blut berühren. Das machen wir als allererstes. Hier ist der Boden feucht und die Steine sind rutschig von den häufigen Regenschauern zu diesen Jahreszeiten. Bildet sich immer wieder Pfützen, gerade im schattigen Wald. An dieser Stelle ist es wirklich rutschig. Bauchgefühl. Ah, leck mich doch. Das ist alles sehr spannend.
So, gerade so gereicht. Ja, 50-50 schon. Gedanke wieder vergessen. Stelle genaue Untersuchung Scharfsinn. Wasser macht dieser wieder nüchtern, ne? Entschuldigung. Ah, läuft's besser. Oh, komm. Egal, dann ist wurscht. Können wir eh nicht auffüllen. So, geschafft. Das ist zwar Blut, aber nicht so viel, wie es im ersten Moment ausgesehen hat. Es hat sich im Regen der Pfütze auf dem Boden verteilt. Der Großteil ist nur rötliches Wasser. Eine erwachsene Person wäre an diesem geringen Blutverlust wohl kaum gestorben. Das sieht nach Blut aus, hier muss jemand verletzt werden, so weitergehen. So. Die Blutlache haben wir untersucht. Das war jetzt tatsächlich auch alles, oder? Und wir sind nur richtig Zuffer. Schormeierhof, da gehen wir jetzt dann. Oh, leck, wir können doch da jetzt nicht völlig Zuffer hinten auftauchen, oder? Wie lange halten das noch? Und vergift sind wir auch noch. Oh, spitz. Laufen wir ein bisschen durch die Gegend, damit wir nüchterner werden. Vielleicht finden wir nur irgendwelche tollen Sachen. Für Wasser und Steckern. Und was ist das? Zwiebel. Mehr Zwiebel. Nein, nicht darum. Gucken wir mal, nimm mal ihr Bart. Vielleicht geht's dir dann besser. So wie mich festbrennt. Geht nichts mehr. Tatsächlich, jetzt haben wir mich echt festbrennt. Kann man sie da irgendwie befreien? Findet man die Maus gar nicht. Da. Indem wir schnell speichern. Da drüber. Und neu laden. Ja. In der Hoffnung, das passt. Okay, gut, dass wir wieder nüchtern sind nach dem Laden, aber festbrennt haben wir uns immer noch. Wir hängen da jetzt echt fest. Was machen wir da jetzt? Scheiße. Nur weil der so besoffen ist, ist keine Grenze ist fix. So, jetzt doch. C. Ist C? Ne, C ist Lamp. Ich habe keine Kegelkugel mehr. 7, V, F. F ist was anderes. D, S, R. Ah! Rauskämmer. Raus aus dem Kampfmodus. Was habe ich denn da gedruckt jetzt, dass das funktioniert hat? Oh. Das war gänzlich falsch. Egal. Wir sind frei, wir sind nüchtern. Dann schauen wir jetzt nur zum Hof und schauen, ob wir einen Lebensuntersucher kennen. War halt ganz schön. Zum Glück müssen wir nichts mehr sauber. Habe ich jetzt aber mit dem Neuladen es geschafft, nicht mehr besoffen zu sein. Das wäre ja Cheat. Unfassbar. Aber zumindest rennt er wieder geradeaus.
Fenster. Hierher jemanden. Hat sich der Vorhang bewegt? Eins. Eine ältere Dame beobachtet ganz vorsichtig durch ihren vergilbten Vorhänge, was vor ihrem Fenster passiert. Bestimmt macht sie das häufiger. Vielleicht hat sie etwas beobachtet. Entschuldigung. Entschuldigen Sie sie bitte. Die Frau zuckt sichtlich zusammen. Der Vorhang fällt. Hinter der Gardine ist ihre Silhouette aber noch zu erkennen. Verzeihung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Können Sie mir vielleicht helfen? Na, mit fremden Leid rede ich nicht. Gängers weg. Schleich dich, ich red nicht mit Fremden. Okay. Ah. Das Gartentor kann ich auch machen. Das Tor führt zu einem Garten. Das Tor öffnen. Weggehen. Naja, hätte er sein können. So, wo geht's jetzt so zu dem Dingensbumshof? Ist das da schon noch ein Hof? Schon. Ich weiß doch auch nicht. Haben wir jetzt wieder irgendwas gefunden? Hübsche Ruine. Tragisch. So verkommene Häuser finde ich immer sehr tragisch. Kiste. Eine Kiste. Schloss Knack. Na, schauen wir mal. Was reicht? Und nicht reicht. Was kriegen wir da drauf? 3. Das kriegen wir drauf. Ärgerlich nur, wenn ich es nicht brauche. Ah! Oh, ihr braucht. Die Kiste öffnen. Ja, alles nehmen. Schwarzes Bilsenkraut. Nimmer. Wo geht's jetzt so zu dem Hof? Ist das da hinten der Hof? Ich weiß nicht. Also da war gerade eben ein Schultel. Dem sind wir ja nachgelaufen. Wurpertshofen. Fistnerhofen. Na, das ist ein anderer. Und da hinten geht's nicht weiter. Ah. Dann müssen wir nur weiter in Ding einrennen, glaube ich. Tragit. Mal wieder. Eine tragische Geschichte auf alle Fälle mal. Was war da? Alles nur. Ja, da müssen wir jetzt nicht neu, oder? Irgendwelches Zeug einsammeln ist zwar immer gut, aber das wäre jetzt nicht zwanghaft nötig gewesen, glaube ich. Ins Wasser geht er nicht, der Hammer. Ums Verrecken mag er dann nicht ein, der wasserscheicher Hund. Egal. Der hat wirklich gern mit der Eulen ratschen. Mein Name ist... Schleich dich, ich red nicht mit Fremden. Eins. Seife, Ausstrahlung +1. Den wunderbaren Ring anlegen, komm. Hako, zack. Jetzt einmal noch hochwürfeln, komm. Danke. Da haben sie recht. Kommen sie mal rum ums Haus. Dann verzeih ich ihnen was. Nicht da am Fenster. Das sehen ja alle. Okay. Wir kommen rum ums Haus. Und wir haben wieder einen neuen Punkt gewonnen.
Und nehmen wir gleich mit Empathie nach oben. Das Tor öffnen. Gesundheit! Doch ganz viel Zeit zum Einsammeln, ey. So. Die ältere Dame beäugt dich kritisch. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Mein Name ist Schmidt und Sie sind? Bestimmt haben die Leute im Ort dir gesagt, ich bin die Fenstlerin, weil ich den ganzen Tag am Fenster hock. Mir ist das wurscht. Ich bin die Maurer Henriette. Da sieht man fein schon alles Mögliche. Das können sie mir glauben. Die Leute, die sagen hinter meinem Rücken allweil, ich hätte so viel Zeit. Deswegen da ich den ganzen Tag am Fenster hocken. Dabei ist es der größte Schmarrn. Wenn ich von irgendetwas gar nicht mehr viel hab, dann ist es Zeit. No. Das ist kein schönes Gefühl, das sage ich Ihnen. Wenn man weiß, dass man jetzt stirbt. Also jeder stirbt, das ist ganz klar. Aber nicht jeder weiß, dass seine Tage Zeit sind. Aber ich hab überhaupt erst alt werden dürfen. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht wissen. Das liegt in der Hand Gottes, sagte Herr Pfarrer allweil. Der ist schon ein guter Mo. Ja, mei, das mit seiner Haushälterin, der Frau Oberlechner. Jeder hat ein Laster. Mir ist das wurscht. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Die werden sich schon noch einig werden. Der ist ein guter Mo. Sogar zu dem Lenz, dem Toten, war er immer freundlich, obwohl der sie oftmals gar nicht beliebt gemacht hat. Die ältere Dame beäugt dich kritisch. Können wir uns über den Lenz unterhalten? Den hat nicht jeder Menge. Da am Schormeierhof geht's manchmal auch drunter und drüber. Und der Junge, der Lenz, Gott hab ihm selig, der hat sich vor allem im Wirtshaus bei der Gschwendnerin gerne mal aufgeführt. Dem Alkohol war er auch nicht gerade abgeneigt, wenn ich das so sagen darf. Was genau da allweil passiert, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe nicht mehr in die Wirtschaft. Das ist mir zu laut und ich mag nicht, wie die Leute schauen. Gerade am Sonntag, da geht's allweil zu. Was war da noch los? Ah ja, ich weiß noch. Da habe ich nämlich nicht schlafen können, weil mir der Rücken so weh da hat. Dann habe ich nochmal auf den Topf müssen und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Im Wirtshaus war nur Licht an und da habe ich den Schorsch gesehen. Der ist da vorn den Waldweg lang, allein war er. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Rausch gehabt. Keine Ahnung, wo der um die Uhrzeit hin wollte. Ich bin dann wieder ins Bett. Mir sind Fiers kalt worden, wissen's. Ja, so war's. Genau. Ich bin vielleicht alt, aber blöd bin ich nicht. Aber was da sonst noch los war, weiß ich wirklich nicht. Und jetzt bin ich auch müde. Ich muss mich mal hinlegen. Grüßen Sie mir den Herrn Pfarrer ganz herzlich. Danke. Haben Sie schon von der Räuberbande gehört? Das müssen wir jetzt auch noch fragen. Die was? Ah, die Räuber im Wald. Ja, das habe ich schon gehört. Mei, schön ist sowas nicht, gell? Aber ich mein, wo geh ich denn noch hin, wo sie mich finden kannten? Ich hab schon mitgekriegt, dass sie jetzt ein paar von den Männern an den Brücken zum Ort aufgestellt haben. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Ich glaube, der Räuber, der heißt irgendwie ausländisch. Wie war denn das gleich? Ah, Passkini, wie der Kini. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Die sind anscheinend vom Mammendorf oder so. Und da überall bekannt. Weil die alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles. Sogar Kühe haben die schon mitgenommen. Und Kinder, die armen Kinder, stellen Sie sich das einmal vor. Also auf jeden Fall sind das keine guten Leute, die Passkinis. Da macht das Schwammerlsucher keine Freude mehr.
Das können Sie sich bestimmt vorstellen, oder? Also nicht, dass ich nur irgendwas suchen gehe da den Wald, aber die Kathi und der Peter zum Beispiel, die sind ständig im Wald für ihre Rahmschwammerl. Mei, die sind gut, das sag ich ihnen. Die müssen es unbedingt einmal probieren. Würde ich mal machen. Gespräch verlassen. Haben wir wieder einen Punkt dazu gekriegt und wir haben wieder einen Punkt dazu gekriegt. Das geht wenigstens einigermaßen schnell und gleich Bauchgefühl weiter. So, dann gehen wir jetzt wieder weiter. Das Ding ist offen. Jetzt müssen wir den Hof noch finden und dann schauen wir, dass wir uns gleich noch anschauen können. Wäre dann da hinten sei der Hof, oder? Wenn sie da der Schlange haben, hat er ja da lang gehen müssen. Da waren wir zwar vorhin, um auszunüchtern, aber okay. Jetzt haben wir wenigstens das Gespräch mit der Alten noch führen können. Neue Holzfelderlager entdeckt. Kann ich da Hacke mitnehmen? Ein Hammer haben wir. Will euch nicht stören. Kiste. Schloss Knacken. Wird wahrscheinlich nicht viel drin sein. Da brauchst du 4 und würfelst du 3, oder? Beim 20-seitigen Würfel. Alles nehmen. Immer alles nehmen. Wir haben schon 19 Kupferlinge. Wir sind halt auch kein Stärke, dass wir da jetzt umeinander gefuselt haben. So, wir gehen weiter. Windrute, Wildrute, was? Wo ist denn der Hof? Wie weit ist dieser Hof weg? Lermi. Da haben hier. Okay. Da hinten ist ein Hof scheinbar. Es ist schon weit. Die Bank kommt wie gerufen. Hier kann man gut rasten und schön Aussicht genießen. Weitergehen. Ich will hier jetzt nicht rasten am Arsch. Neue Wanderung freigeschaltet zum Schormeierhof. Ja, zumindest haben wir einen Schormeierhof. Und das ist ja schon mal etwas. Wo ist der Herr Schormeier selber höchstwahrscheinlich? Dann schauen wir mal. Hobby der, ich möchte mit gern deinen Sohn anschauen. Der Schormeierhof liegt eine bedrückende Stille. Über dem Schormeierhof liegt eine bedrückende Stille. Kaum jemand scheint heute hier unterwegs zu sein. Vor dem Wohnhaus steht ein stattlicher Mann. Langsam hebt er den Kopf. Er wirkt erschöpft. Guten Tag. Servus. Was wollen's? Mein Name ist Schmidt. Ich bin aus der Stadt geschickt worden, um die Physikatsberichte zu schreiben. Der Mann wirkt desinteressiert und gereizt. Mein aufrichtiges Beileid, Herr Schornmeier. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, aber ich würde gerne Ihren Sohn in Augenschein nehmen. Ja, Vollgas. Zwischen seinen Augenbrauen wird eine Falte immer tiefer. Der Schormeier Bauer presst die Lippen zusammen und sagt kein Wort. Scharfsinn hoch genug. Es tut mir leid, dass ich Sie an diesem schwierigen Tag belästigen muss. Der Ort befindet sich in Aufruhr. Ich versuche zu vermitteln und hoffe, hier hilfreiche Informationen zu finden. Bauchgefühl hoch genug. Das ist gewiss keine einfache Zeit für Sie. Bitte erlauben Sie mir, auch in meiner Funktion als Gesandter der königlichen Regierung zu kondolieren. Physis hoch genug. Der ganze Ort in der ist in Aufruhr. Ich muss mich wohl übel um die Angelegenheit kümmern. Deswegen werde ich jetzt da reingehen und mich umsehen.
diese Sache dulde ich keine Widerrede. Wir machen die 2. Ist schon gut. Ging es noch rein. Aber nix anfassen. Ich doch nicht. Wir ratschen danach nochmal, da die behaupten. Wir ratschen danach einfach nochmal. Du stehst vor der Eingangstür zum Bauernhof. Klopfen. Über dem Schormeierhof hängt eine Totenstille. In der Stube des Hauses muss der verstorbene Lenz aufgebahrt sein. Eintreten und die Leiche in Augenschein nehmen. In der niedrigen Stube steht die Luft. Durch die kleinen Fenster kommt nur wenig Licht ins Innere. In der Mitte des Raums aufgebahrt liegt die Leiche von Lenz Glas. Den Toten in Augenschein nehmen. Der tote Lenz liegt aufgebahrt auf dem Bett. Seine Jacke und seine Hose sind verdreckt. Seine Augen sind geschlossen. Die Leiche sieht noch ziemlich unberührt aus. Womöglich hat noch nicht einmal jemand in ihre Taschen geschaut. Kleidung durchsucht. In der linken äußeren Jackentasche steckt ein zerknitterter Zettel. Beim Auffalten des dünnen Papiers wird klar, es ist eine herausgerissene Buchseite. Sie ist verdreckt und nicht gut lesbar. Die Schrift ist relativ klein. Ein Sonnenstrahl stellt neben dem Toten durch das staubige Fenster. Das Licht reicht jedoch aus, um einige Worte auf dem Papier zu entziffern. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Leider sind nur Teile des Textes lesbar, aber die Seite scheint aus einer Bibel gerissen zu sein. Vielleicht weiß der Pfarrer, was es damit auf sich hat. Beim Durchsuchen der Innentasche kommt ein Briefkuvert zum Vorschein. Es ist unbeschrieben. Auf der Lasche auf der Rückseite des Kuverts ist mittig ein schmales, schwarzes Kreuz abgebildet. Kuvert öffnen. Zum Vorschein kommt ein kurzes Briefchen, säuberlich geschrieben mit blauer Tinte, und auf diesem Papier ist im Eck das gleiche schmale, schwarze Kreuz zu erkennen. Wir hoffen auch weiterhin auf Sie vertrauen zu können. Herzlichen Dank, vergelt's Gott. Alle Hinweise scheinen Richtung Kirche zu deuten. Der Pfarrer Bayerle wird auf jeden Fall noch ein paar Fragen beantworten. Die Hände des Toten untersuchen. Seine Hände sind dreckig und verkrampft. Zwischen seinen Fingern seiner rechten Hand siehst du etwas aufblitzen. Der Tote hält es fest umklammert. Physis. Ach Gott, wir können uns jetzt dann gleich wieder besaufen, oder? Eine kleine Brotzeit, die nehmen wir auf alle Fälle mal ein und dann würfeln wir uns da durch. Das war so klar. Dann hauen wir uns nur Bier eine. zu 3. Komm. Komm. Danke. Mit etwas Feingefühl lässt sich die verkrampfte Muskulatur lockern und die Hand vorsichtig ein wenig öffnen. Der Tote hält einen Knopf in der Hand. Das sieht nach einem Jackenknopf aus. Könnte er dem Täter gehört haben? Jemand muss einen Knopf an der Jacke finden. Vielleicht kann dir der Dorfarzt, Herr Schweighöfer, etwas über die Todesursache berichten. Du solltest ihn bald aufsuchen. In der niedrigen Stube bla weggehen. So. Werden wir mit ihm nochmal reden, aber wenn wir Psuffer sind. Hallo, Herr Schornmeier. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Abend, an dem Ihr Sohn zu Tode kam, stellen? Was sollen das für Fragen sein und warum sollte er eine Fragen beantworten? Und wie käme es überhaupt dazu, mir Fragen zum Stellen? Es ist nicht einfach, Vertrauen zu Fremden zu fassen, gerade in Ihrer Situation. Dabei besteht unser Leben doch vor allem unter den Beziehungen zu unseren Mitmenschen, nicht wahr, Herr Schornmeier? Wir nehmen das Erste. Das Erste. Von mir aus. Aber Sie versprechen mir, dass Sie den Hundsgrüppe finden, der das da hat. Wollen Sie mir jetzt den ganzen Tag auf den Geist gehen? Wann haben denn Sie Ihren Sohn zuletzt gesehen? An dem Abend, wo das passiert ist. Bei der Kathi im Wirtshaus. Da trifft er sich ja jeden Sonntag mit seinen Revoluzerfreund. Ach mei, das ist alles halb so wild. Über Gott und die Welt, das skrieren die immer.
Wir sind denen ihre Ideen gespinnert. Wo kann man denn mir denn da hin? Aber wenn man jung ist, dann muss man halt auch ein bisschen spinnen. Hauptsache man lernt dabei, was recht in Ordnung ist. Wer genau gehört denn zu dieser Gruppe? Der Leubel, unser Lehrer auf alle Fälle. Der war ja in der großen, weiten Welt draußen. Zum Studieren, zum Inga. Seitdem hat er die ganzen gespinneten Ideen im Kopf. Und sein Kompagnon, der Severin, der lungert auch immer bei der Schule rum. Der gute Dr. Schweighöfer, ja der hält sich immer für besonders gescheit. Der ist da auch dabei. Und der Hans-Gürgel, der war einmal ein Knecht bei uns. Aber leider gab's da mal ein paar Streitereien. Der Lenz und der Hans-Gürgel waren sie öfter uneins. Aber bei der großen Politik, da scheint es dann doch wieder zusammenzuhalten. Ich glaube, mit denen hockt er meistens zusammen, der Lenz. Aber so genau interessiert mich das nicht. Jetzt fangen wir noch die Reiber. Die dreckerten Haderlumpen, die Saugreisligen. Wenn ich die da wisch, dann knepfe ich die am nächsten Baum auf, das sag ich da. Dass mir jetzt die Kinder verbieten müssen, im Wald zum Spulen zu gehen. Dass unsere Jäger sich vor jedem Schatten fürchten müssen. Dass ich nicht mehr in meine Hütten gehen kann, ohne dass ich mich dauernd umschau. Das ist das wahre Verbrechen. Vor ein paar Wochen, da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis. Im Wirtshaus bei der Kathi, wo er Wandersgesäu verzahlt hat, hätten sie um 2 mm fast erwischt. Ja, richtig blass hat der ausgeschaut, als er das verzahlt hat. Ich hab ihm einen kleinen Obstler ausgegeben, dass er zum Zittern aufhört, der arme Bub. Ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Wir haben ja auch nicht genau gewusst, wo der die jetzt getroffen hat. Aber dann, auf einmal ist Resi bei mir am Hof gestanden und hat geheult und gewarnt. Und da hab ich gewusst, jetzt sind's da. Gespräch verlassen. Nee, ich gebe eigentlich einen Bericht. Dann können Sie mir ein paar Informationen zu dem Hof. Ah ja, Arno. Wegen am Gut. Hof? Ja, was willst du denn da wissen? Die Angaben meines Vorgängers sind leider etwas lückenhaft, gerade hinsichtlich Ihrer Hofangestellten. Viel kämen, viel gängen. Wie überall anders da. Die guten Beute natürlich gern. Anständiges Personal finden ist nicht einfach. Die hat sie das Leben Fix. genommen. Wir haben's gefunden, der Lenz und ich. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Vor einem Balken an einem Strick. Schon schlimm sowas. Jetzt feit Die er. hat sie das Leben genommen. Wir haben's gefunden, der Lenz und ich. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Vor einem Balken an einem Strick. Schon schlimm sowas. Jetzt feit uns da ein exzellenter Teil, wer was ohne will es ist. Ja, wird nix. Ja. Ich weiß nicht, was dann mit ihr passiert ist. Der Schweighöfer hat's abgeholt, der Doktor. Frag den, wenn's noch was wissen willst. Ja, und da, der Findeis, der Hans-Gürgel, der Knecht, der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Warum kommt der Knecht nicht mehr? Aha, Gott, zack. Was mit dem Hans-Gürgel ist, weiß ich nicht. So privat bin ich nicht mit meinen Angestellten. Und wer nicht will, hinterherrennen, werd ich die Leute nicht. Ja, was das jetzt? Oder willst du den ganzen Tag umeinander laufen und blöde Fragen stellen und die Leute vom Arbeiten abhalten? Ja, will ich. Fahr mich nicht so an, du Grattler. Das war's für jetzt. Danke. Gespräch verlassen. So, dann haben wir da nochmal einen Punkt drauf gekriegt. Dann der man scharf sind jetzt auch noch aufgeblocken. So. Dann schauen wir noch. Ah, das Ding habe ich wieder oben gemacht. Sehr gut. Was sind denn unsere nächsten Aufgaben? Unsere nächsten Aufgaben ist, hat der Pfarrer Beziehungen zu seiner Haushilfe? Die ältere Dame hat da was angedeutet. Ich sollte mit dem Arzt und dem der Toten und dem zu der Totenmarkt Zenzi befragen. Ja, so hat's passen. Ich muss den Täter finden, bevor der Herr Leubel ausrastet. Dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Und zwar genau an dieser Stelle. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mit Azak freuen, wenn es mal was in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr Ideen, wie es weitergeht kann. Würdet mal ein bisschen spekulieren? Ich finde es gut. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, wer der Täter sein könnte.
Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Oida zockt a Bavarian Tale. Und bis dahin, bleibt's gesund, werd's gesund. Und genießt euer Leben, weil es habt, plus eins. Pfiat euch und Papa. Ah ja, der Feind, Alter.